So, grüß euch, danke fürs Einschalten. Hallo, Servus, habe die Ehre. Wir haben heute von Innokin den Ares RTA mit einer normalen Luftführung, sprich, wir haben wieder in einem Bereich nichts Open Draw, nichts 100 Watt, sondern wirklich was Gutes. Bevor wir uns das Teil noch schnell anschauen, möchte ich noch was sagen. Da steht Vaping Grid und Phil Posado. Wer den nicht kennt, das sind, zumindest ich kenne den einen auch nicht, den Vaping Grid, tut mir leid, designed. Also die waren da irgendwie dabei. Wie weit das dabei waren, weiß ich nicht. Aber es wurde bei manchen Sachen sehr viel Wert gelegt, dass Wickel-Einsteiger, dass man es denen sehr einfach macht. Ob das dann von vorn bis hinten sich passt und im System gut ist, das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß. Kind das Ganze in am Schachtal mit einem blauen Lascher. Dann können wir da nochmal aufmachen, ganz raffiniert, Scratchkarten und da das Gerät. Aha. Ein Bändchen, ein kleines Trip-Tip, Ohrringe in verschiedenen Farben, Ersatzglas-Tank, eine Japan ein Kantal 26 Gautstraat und zwei Fertigwicklungen schon drin. Für Einsteiger das Wickeln, so ein Anfänger, wo man schöne gleichmäßige Coils machen kann. Mit so einer Art Gewinde, nicht, wo man Drahtchen rein tut und das wieder raus tut, die kann man dann auch benutzen, zwei Ersatzschrauben dabei. Bebilderte, sehr großzügig bebilderte Anleitung. Zwar nur in der Schriftform Englisch, aber durch das, wie das bebildert ist, ist es wirklich sehr schön gemacht. Also da glaube ich, bleiben keine Fragen offen. Ein Trip-Tipp, nichts Besonderes, zwei Ohrringe. Dann sieht man oben am Pfeil, also da heißt es jetzt Push to Fill, oben ist der Pfeil. Nehmen wir mal an, Schirm oder so, Befüllung, Zuschirm. Unten nochmal die Markierung Innokin, dann ganz groß Ares MTL Mund zu Lunge RTA, eine Airflow einseitig, also nur auf einer Seite, nichts wie bei anderen, wie bei so Open Drawer. Auf Anschlag. Vollgeschlossene Airflow heißt auch vollgeschlossen, da geht gar nichts durch. Also da haben wir geschlossen jetzt im Großen und da können wir uns die Bohrungen aussuchen. Also das ist jetzt dann nur mehr unterteilt. Ein kleines Loch, mittleres, großes, ganz großes Loch. Und dann ist er wieder geschlossen. Und ihr könnt ja da natürlich hergehen, die größte Öffnungen, also alle Bohrungen auf der großen Seite. Dann ist hinten geschlossen die kleine Bohrung, die einzelne Bohrung. Es ist aber kein Open Draw. Aufschrauben wie üblich, oben festhalten. Da ist das Gewinde vom Deck, das zieht sich dann da in die Glocke rein. Wir haben eine relativ standardmäßige Luftführung wieder oben, kein Open Draw, kein Wolkenwerfergerät, sondern wirklich
so wie es ausschaut, auf Genuss aus. Aufpassen, den Tank kann man natürlich oberziehen. Oben der O-Ring. Und wie gesagt, zwei amerikanische, glaube ich, sind. Das heißt, der Phil Posado und der Vaping Creek haben da mitgewirkt. Hier unten haben wir wieder eine starke Dichtung, wo der Tank dann aufsitzt. Dann haben wir unser Deck mit dem ein Single-Deck. Dann haben wir da nochmal einen, ich sage jetzt eine Watte-Haltevorrichtung. Das heißt, die Watte, wo es da herüben bleibt, dass uns die nicht über das Luftloch kommt, dass er uns dann zum Siffen anfängt. Also absolut für die, wo absolut top finde ich die Idee für Wickel-Einsteiger. Nein, geht auf. Also sitzt bombastisch, nimmt da einen größeren Schraubendreher, der wo größer ist, weil sonst leiert es nicht aus. Das ist dann unser Schraubchen. Jetzt schauen wir mal, was über oben was ändert. Also locker wird nichts. Auch das Luftteil da drin hat, dieses durchlöcherte Ansaug für unser Airflow, kann man dann da reinschauen, vielleicht sieht man es ein bisschen. Könnte sein, wenn man da jetzt mit einem Spitzen, sage jetzt einmal, hochfährt, dass man das rausdrücken kann, aber nein. Also, was bleibt uns dann? Dieser Pluspin ist verstellbar, weil sie oben nichts, aber nichts lockert oder erkennbar lockert. Weil wenn demjenigen, wo dieser Abstand nicht reicht und muss weiter raus unten, um einen Kontakt zu kriegen, müsst ihr ein bisschen einkalkulieren, dass sie das wieder mitdreht. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die Schrauben haben große Köpfe, sage ich jetzt einmal. So, die Wicklung machen wir jetzt einmal runter miteinander. Die habe ich jetzt lang genug drum gehabt. Die habe ich mit dem Wicklieferten gemacht. Ganz, was mir für Einsteiger hat man gemacht, da die Platte, dass die Watte immer die Höhe hat und da nicht zur Luft zubekommt. Machen es gut. Das, was nicht so gut ist, in meinen Augen. Ich habe jetzt eine 3 mm Keul und dementsprechend die Menge an Watte. Wenn ich die jetzt da reinlege und die passt ungefähr, dann sieht man da, wenn man ein bisschen so herschaut, wenn ich dann da drüber schlaufe und ich muss ja die Watte ein bisschen einpressen, selbst wenn es jetzt auseinanderquillt ist, ja, ist da immer noch ein Spalt. Ja, der Schimmel geht praktisch so drüber, dann habt ihr da noch Spalt. Wenn du das Liquid voll machst, über den Punkt natürlich auf, dann steht das Liquid auch da herinnen. Müsst ihr euch jetzt vorstellen, das Liquid wird nicht bremst. Was passiert, wenn man einmal auf einen Zugwiderstand mit einem Loch, also auf einen sehr starken, harten Zugwiderstand eingestellt hat und zieht dann auch dementsprechend stark dran, dann kommt so viel Unterdruck zusammen, dass das Liquid natürlich dann schon einmal über die Luftführung am Mund mitfließen kann. Ihr habt ja da die Bezeichnung links und rechts. Ich nehme jetzt das Teil mit rechts, weil ich von da weg nach rechts außen, das heißt, ich habe nach vorne wickelt. Das müsst ihr immer berücksichtigen. Ich habe die Steigung praktisch in die Richtung raus. Ich mache es jetzt so, ihr müsst es ein bisschen seitenverkehrt vor der Kamera vorstellen.
Ihr nehmt euch genau das da so rein, presst euch das und dann fängt es ganz hierbei an. Geht es mit dem, wo es auf Zug, immer auf Zug nach vorn, nach unten und dann rutscht es automatisch in die Gewindeführung rein. Ich habe jetzt die Coil extra mit mehr Windungen gemacht. Wir haben jetzt eine Einpassung hier und die andere ist zu weit weg. Ja, die Coils, was mitgeliefert sind, die passen genau. Die könnt ihr mit der Hand reinlegen. Aber es geht einfach um das, was macht man, wie macht man das. Also mit dem rein, das wie ein bisschen ein V, also macht das nach unten die 2 Drähte, also nicht eine waagrechte Linie, sondern wie ein übertriebenes V. Das mit einem Untensatz, fixiert das mit dem, balanciert das und bleibt mit dem drunten und dann könnt ihr mit dem anderen wandern hervor, schaut auf den, jetzt ist er zu groß, geht es ein bisschen, zieht es ein bisschen zurück und drückt es rein. So, jetzt habt ihr so einen Federeffekt, nicht? So müsst ihr es vorbiegen. Seht ihr, wie das federt? Jetzt könnt ihr mit einer Hand und mit einem Finger die Coil euch da mal richtig nach unten legen, darf ruhig auflegen am Anfang. Dann nehmt ihr euch einen Schraubendreher, sollte man natürlich ein bisschen besseren haben, und schraubt euch dann mit einem Schrauben fest. Wenn es von links auf rechts hinter drehen müsst, dann bleibt es da mit dem Finger drauf, macht Druck und geht es dann mit dem Schraubendreher, in dem Fall mit der rechten Hand. Wenn es euch da leichter tät, könnt ihr euch das, fangt ihr mit der Hand an, wo es euch am leichteren tät. Und schaut, dass der Draht halt. So, und jetzt drehen wir uns das raus. Seht sofort, in was für Richtung das geht. Wenn ihr merkt, es passt euch noch nicht nach links oder rechts, könnt ihr jetzt noch verschieben. Und ihr könnt ja nur nach oben ein bisschen gehen. Ich bleibe unten, weil ich mag es näher am Luftloch. Desto näher, dass man unten bei der Luftführung ist, desto weniger ist der Flash, desto besser der Geschmack. Viel Spielraum habt ihr eh nicht. Dass es dann so ausschaut. In etwa. Okay? Ein bisschen ein Tipp beim Einbau, wenn die Coil größer ist. Ja? Macht es mit dem Einhand-Federungssystem. Dann kleben wir uns den Draht ab. Den kann man wirklich schön bündig abklipsen. Dann schauen wir es uns nochmal an. Und nur was für die, die anfangen zum Wickeln. Ihr seht es da unten. Da ist jetzt natürlich der Wurm drin. Was ist da der Wurm? Wir haben einen Kontakt. Ne? Da müsst ihr natürlich aufpassen. Braucht es aber jetzt nicht mit dem Gewinde reinfahren, sondern ihr nehmt eins von dem, was dabei ist, mit dem dünneren Durchmesser. Und jetzt sieht man es vielleicht, da seht ihr, wie schief das die Coil noch ist. Das ist bei mir über, ich habe so einen leichten Rechtshang. Dann hebt es da an und jetzt ist ausgleichen. Gibt es ein bisschen Zug und Druck. Und jetzt ist der Kontakt weg. Und dann gehe ich nochmal her, fahre nochmal mit dem dünnen rein, nicht mit dem dicken. Es passt nicht. Also es geht mit Gewalt, aber ihr verschiebt euch eure Coil. Also nicht mit dem dicken, in dem Fall mit dem 3 mm, weil ihr seht es würde zwar reingehen, aber dann müsst ihr jetzt viel Kraft und dann macht euch eure Wicklung kaputt. Geht es also in dem Fall, wenn ihr es mit dem Gewindezapfen gemacht habt, wie ihr es gesehen habt, mit dem 2,5er rein und darf es euch nochmal nach unten oder nach oben, nach links oder rechts ausrichten und schaut es dann immer wieder so durch. Und jetzt seht ihr, dass der Draht über den Schutzplättchen sein muss. Jetzt ist er nur ein bisschen, die Coil nur ein bisschen zu weit rechts vor euch aus gesehen. Dann fährt man nochmal einer, tut man ein bisschen justieren nochmal, dass man ungefähr mittig ist. Kapitel Watte. Ihr nehmt die Watte eurer Wahl oder die, was da dabei war. Das ist also eine Matte. Und schneidet euch in Längsfaserrichtung ab. So muss die Coil gezogen werden. Ja? Wegen dem Nachfluss, wegen der Vlies, wegen dem Nachfluss des Liquids. Immer der Längs nachschneiden.
schneiden wir danach wieder weg, deswegen könnt ihr es richtig stark vorne verpressen. Wenn man da so ein Wurstel hat. Und dann müssen wir schauen, dass wir da ohne Zittern reinkommen und dass wir es uns ziehen. Wenn ich jetzt merke, oha, ich habe zu viel Watte, okay, das wird mir zu streng. Es soll dann schon streng sein oder auch nicht streng. Dann nehme ich, so mach's ich. Du kannst da nochmal ganz rausgehen, kannst nochmal einen Faserstrang weg tun. Ich mache dann nach hinten raus, ziehe ich da nochmal was raus. Also ich reiße mir da nochmal ein Stückchen ab und jetzt geht das durch, weil da herüben spielt es mir jetzt noch keine Rolle nicht. Und dann zieht die 3/4 her und nochmal ein bisschen zurück. Natürlich vorher bitte auf die Finger kein Rasierwasser haben, nicht irgendwas anderes haben, ja, und natürlich, wenn es geht, gewaschen haben. Nicht, dass die Watte irgendwie Schmutz oder Dreck oder Gerüche annimmt. Und wie ihr jetzt seht, wir haben 9 Windungen, das heißt, wir haben relativ hochohmig, wir werden über 1 Ohm rauskommen. Und dann zieht euch das ein bisschen hin und her. Warum zieht es euch hin und her? Damit sie da drin die Watte richtig um den ganzen Umfang an den Draht anlegen soll. Ja? Damit sie der Watte die Möglichkeit gibt, dass er sich da drin entfaltet. Ja? So, dann macht euch den Zug da um, wie ihr es braucht. So, das Teil dort, die zusammengehudelte Spitze, die tue ich weg. Wie lang soll die Länge sein, was man abschneidet? Ihr drückt euch die Watte da, legt euch da was her, dass man die Höhe ungefähr hat. Nehmt so eine Hilfe und fahrt mit dem Schraubenzieher, also da wird sie stabilisieren, dass ihr da Kurven habt. Und dann merkt ihr euch, wo der Boden ist unten. Und zwar der Boden da. Und das merkt ihr euch ein bisschen und dann zwickt es euch da ab. Und wenn es ein bisschen ein Millimeter zu viel oder zu wenig ist, geht auch nicht gleich weit runter. Dann macht es ein paar Tropfen, also ein paar Tropfen in die Mitte rein. Ja, immer nur warten, bis die Watte aufgesaugt hat. Warum warten? Weil wenn es zu viel ist und es läuft was vorbei, läuft es euch schon jetzt in die Airflow rein und danach habt ihr beim Dampfen Liquid im Munde. Liquid im Munde ist nicht gut. So, und dann macht es außen auch ein bisschen feucht, dass wir es besser formen können. Lasst ein paar Tropfen ein in die Watte, muss noch nicht ganz durchdringt sein. Dann formen wir sie. Und beim Formen macht es jetzt genauso wie beim Längen ermitteln. Da geht es von der einen Seite mit einer Hand mit was Dünnem. Genau auf dem Abschnitt, wo die Keule aufhört, geht es da rein. Haltet euch das her und mit einem anderen Teil jetzt es euch also mal einbiegen. Dass da immer die Rundung bleibt. Ja? Also nicht so nicht und dann einziehen. Da kriegt ihr da Kanten, also ihr müsst euch wie einen Knick vorstellen, da könnt ihr Nachflussprobleme kriegen. Also lasst die ganze Watte in einen schönen Kurven, damit das Liquid auch schön um Kurven fahren kann. Eigentlich kann man sich das schön vorstellen. Und dann drückt ihr es unten einer. Da unten. So, und jetzt ist eben das, was ich schon am Anfang gesagt habe. Warum macht man da eine Öffnung her? Warum schließt man das nicht und macht eine Bohrung? Dann war jetzt der Käse gegessen. Jetzt muss ich es da weiter reindrücken. Wenn ich dann den Schimmi, den Kamin draufschraube, dann reißt man der ein bisschen Watte mit. Dann habe ich ein Loch und ich habe Liquid drinnen. Also muss nicht sein, ja. Aber das ist jetzt schon wieder so, warum macht man das? Auf der anderen Seite einsteigerfreundlich und da macht man es wieder nicht einsteigerfreundlich. So, jetzt mal da drüben dasselbe. Und ihr wisst, wer meine Videos kennt. Ich zeige es euch jetzt einmal ohne Tank. Der Schimmi, der wird jetzt genau da drüber. Und jetzt könnt ihr es euch ungefähr vorstellen. Wenn ich das jetzt raufschraube,
Die Watte ist jetzt schon nass, das heißt, die ist ja schon auseinandergequollen. Ihr könnt es natürlich auch Drucker rein tun, aber dann, wenn ihr es zugepresst, dann geht es euch wieder dann. Das ist auch wieder das, ne? Weil man dann sagen kann, ja, ich mache es trocken rein, presst zu weh und schlauft zu, wenn es nass wird, füllt das Loch aus. Nein, geht auch nicht so, ohne weiteres. Es ist jetzt nur, um das euch deutlich zu zeigen, weil das andere über nicht herzeigen. Ist aber nicht tragisch. Ich habe schon einige von mit dem System, da wo es auch so ist. Ja. So, und jetzt schlaufe ich das bis daher, wie es auch im Zustand ist. Ich kann ja dann Liquid einfach in das umaufen. Ne? Habe ich aber jetzt genau da das erinnert. So. Man könnte es euch vorstellen, durch den Druck, weil das Liquid ja innen dann auch so hoch ansteigt, bis wie es außen ist. Wenn jetzt der Tank ganz voll ist, dann kommt natürlich auch der Druck, zieht euch auf. Weil die Watte einfach das nicht ausfüllt. Deswegen passt da auf. Das Problem ist, jetzt kommt man hergehen und sagen, naja, jetzt mache ich von unten ein bisschen Watte, dann habe ich den Spalt nicht, aber wir haben einen Tank drauf. Ihr könnt mir gerne reinschreiben, wie es ihr das seht. Ich sehe jetzt das nicht als Beinbruch an sich, aber es beißt sie, wie man bei uns in Bayern sagt. Man macht da drinnen so einen Metallstück hin, dass man die Watte nicht abknickt, dass kein Liquid nicht ins Luftsystem kommt, also für einen Einsteiger oder für einen Winkeleinsteiger, aber da denkt man nicht mehr weiter. Ja? Und deswegen sage ich euch das. Also, in dem Fall, wie es jetzt ist, haben wir relativ gut dran. Du kannst aber jetzt hergehen und nimmst davor so einen Restel, schneidest dir so ein Ding runter und das darf auch ruhig das hart verpresste da sein. Seht ihr es, das in der Mitte ist. Nehmt euch von der links jeweils die Hälfte nochmal. Das wisst ihr, wenn ihr es machen müsst, wenn ihr wirklich Liquid im Mund habt. Ihr habt einen starken Zugwiderstand, ihr baut einen hohen Unterdruck auf und Liquid kommt in den Mund rein. Dann müsst ihr das Teil nochmal runterschrauben, ja, den Tank auf den Kopf stellen, bis er unter der Höhe ist. Das schauen wir uns nachher noch an, ob der Tank in allen Füllsituationen, bei allen Füllständen runter ist. Und dann nehmt ihr euch da nochmal ein trockenes und legt es euch nur auf dem Teil da unten drauf. Und das wird dann eher los und biegt sie an. Okay? Nur so. Dann macht es so. Wenn ihr das Problem nicht habt, braucht ihr es nicht machen. Aber ich bin mir sicher oder ziemlich sicher, bei einer kleineren Keule mit 2,5 mm kann es möglich sein, dass genau das so machen müsst. Das Befüllsystem ist sauber gemacht. Verarbeitung an und sich ist natürlich auch super. Also da läuft alles, da passt alles, wirkt gut. Das sage ich auch nicht gern, aber da muss ich schon sagen, toll, jetzt machen wir einen voll. Schauen wir uns einmal an, was uns da auffällt, wenn wir den Tank voll machen und ein bisschen Luft drin lassen. Lassen wir ihn reinlaufen. Das werdet ihr jetzt nicht sehen, aber es müsst ihr mir glauben, da lasse ich ein bisschen Luft herinnen. Ja, seht man, da die Kanten. Macht zu, dann senkrecht. Dann ist er halbe noch zu. Jetzt hat er aber nur ein Problem, was für einen Einsteiger meines Erachtens nicht so schön ist. Wenn ich jetzt auf den Kopf stehe und ihr seht, da ist die Öffnungsstelle. Da würde er auseinandergehen. Da. Das heißt, bei vollem Zustand, und ich merke, ich habe einen Fehler auf der Wicklung, kann ich nicht an die Wicklung ran. Das ist auch nicht einsteigerfreundlich. Ja. Das heißt, ich muss zuerst mindestens, sage ich, fast bis zur Hälfte runterdampfen, wenn ich das auf den Kopf stelle, dass ich dann unter dem bin. Dann kann ich ihn öffnen und oben das Deck rausziehen, dass ich auf die Wicklung hin kann, um eventuelle Veränderungen oder Reparaturen durchzuführen. Wer jetzt was, ich mache jetzt 2, 3 Züge und ich merke, ich habe einen Fehler drauf, dann kann ich oben wieder aufmachen mit einer Spritze, was ja jeder Einsteiger natürlich nicht hat, mir wieder Liquid absaugen. Also das sind, wie gesagt, ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Teil. Ich erlaube mir das aber auch zu sagen,
Es ist kein Open Draw, also Mund zu Lunge, es ist wirklich toll. Er schmeckt auch toll. Wunderbar. Aber die zwei Sachen, was ich gesagt habe mit der Watte, warum dass man da keine stabile Bohrung einmacht und warum dass man es dann wieder so macht, dass man auf das Deck nicht zugreifen kann. Ne? Weil selbst wenn ich jetzt aufmache, dann wird es mir oben alles rauslaufen. Das sind zwei Punkte, wo ich sage, sind so kleine empfindliche Punkte. Weißt, das müsste nicht sein. Gell? Weil da hängen ja zwei Leute drauf, wie der Phil Posado und nur irgendwer, den anderen kenne ich gar nicht. Aber wo ich sage, ja, gut. Bei 1,18 Ohm, also knapp bei 1,2 Ohm, haben wir da jetzt. Hört sich gut an, gell? Einmal was anderes wie 100 Watt, 80 Watt, 1000 Watt. Und ich lasse noch bei 12 Watt einmal laufen. Am Anfang. Jetzt müssen wir uns natürlich die Airflow noch einstellen. Die habe ich jetzt ein bisschen zugehabt. Die Airflow schließt komplett. Und mit dem kleinen Loch könnt ihr euch auch auf ganz starken Zugwiderstand geben. Das meine ich. Der Zugwiderstand, der erinnert mich an so Geräte wie ja, Nautilus, Ewot, ProTank und so weiter, Viva Nova und so weiter. Die Eltern von euch, die wo schon länger, nicht die Eltern, aber die wo schon länger dabei sind, die kennen. Also wirklich schöner, wenn man vom Raucher kommt, so richtig. Also ihr seht es schon, das ist richtig schön zum Dampfen und der ist geschmacklich top. Top. Und das mit einer ganz normalen Wicklung, da braucht es auch keine Fusion-Kleppen in einem Ober und mit einem ganz normalen Kantal, der wo dabei ist. Auch die Watte, was dabei ist, kein Nebengeschmack, also wirklich Ausstattung, was dabei ist, mit den Wickelhilfen, mit Ersatzglas, mit Dichtungen. Picobello. Lobenswert. Jetzt habe ich ein bisschen mehr. Jetzt gehe ich ein bisschen mehr rauf, weil wir haben jetzt 3 mm Coil. Jetzt gehen wir auf 16 Watt. So, es heute ein bisschen länger dauert, ist normal nicht meine Art, aber mir geht es wirklich, wer wirklich das Wickeln anfangen möchte und irgendwie ein bisschen Bammel hat, ja, da habt ihr viel Hilfen dabei. Auch das da kann eine Hilfe sein. Ihr müsst euch über eins merken, bleibt ruhig. Ja, ich weiß, das ist leicht gesagt. Bleibt ruhig und wenn es einmal nicht geht, Kaffee trinken, in Bayern sagen wir, trinken wir 3 halbe, dann wirst du ruhiger. So. Im Großen und Ganzen ist trotzdem ein tolles Teil, aber man muss halt die Leute darauf hinweisen, magst du eine kleine Keule rein, eine 2 mm Keule, eine 2,5 mm Keule und du nimmst dieselbe Dicke von der Watte für die Seitenführung, dann hast du ein Gap, ein Loch, einen Spalt drinnen. Und wenn dann da das Liquid bis da herum ist und unten ist da ist ein Spalt herinnen, dann druckt es natürlich innen auch und dann kommt das Liquid irgendwann mal zum Vorschein. Kein Nachflussproblem. Und natürlich, wie ihr es vorher gesehen habt, ich kann da bei 12 Watt, 13 Watt, 12,9. Braucht dann nicht so stark ziehen, habe wenig Dampf, kann unauffällig dampfen und trotzdem geschmackvoll dampfen und es macht Spaß. So, aber jetzt muss ich Feierabend machen, Leute. Arrivederci.